der Beat haut so hart rein, wie ich so manchen Black Ops 2 Spieler aber hart ins Gesicht möchte reinschlagen, wenn ich wieder auf irgendeine Sauart fertig gemacht werde. Yeah, wirklich Respekt. Also, Black Ops 2 Multiplayer Gameplay, wie auch schon erwähnt, zusammen mit dem Quasti, Spessnas und Koya noch gezockt. Bin auch mit der PDW unterwegs. MSMC und MP7 habe ich jetzt auf Gold. Das heisst, jetzt bin ich an der dran, dann kommen noch die anderen. Ich sollte überhaupt nicht so lange spielen, weil die Diamanten-Kamos sind eigentlich schon noch schnittig. Wirklich. Gestern haben wir gegen ein gegnerisches Team gespielt, alles mehr oder weniger Sniper. Der beste von ihnen hat Diamanten-Sniper gehabt, 31.000 Kills. Also da ist vermutlich schon legit, das heisst for real, in echt, wie auch immer ohne zu schiessen, Master Prestige gsi. Oder auch mit 10. Prestige. Und das finde ich schon hure Straub. Weil, eben ja, man kann suchten, aber es gibt also wirklich Leute, die heilige Scheiße alle kein Leben haben. Und das kommt immer auf den Betrachtungswinkel drauf an. Es gibt auch schon solche, die sicher das Gefühl haben, dass ich keins habe. Darum irgendwas seine. Und ja, wir spielen auf Jemen. Map finde ich nicht so schlecht, ausser das eine Gebäude, wo die ganzen Teppiche drinnen hängen. Eigentlich in der Mitte, von dort hat es zu viele Fenster, man kann zu viel rumschauen. Dort vor A-Domination hat es ja auch ein Gebäude, wo einfach ein grosses Fenster ist und ich finde, das ist sinnvoll, aber eben bei dem vis-à-vis, mit diesen Teppichen, das finde ich ist stark, das ist eine starke Power-Position. Wenn das jemand einnimmt und durch zwei Leute sich gut innen, sage ich mal, positionieren, vielleicht noch Flagjacker und Tagmask haben, ist es eine starke Position und darum sind dort auch immer wieder Leute am Campen drin. Ja, also. Ich habe die Fresse bekommen, so wie fast jedes Game startet. Und dann war es aber so gewesen, dass ich dachte, fuck, jetzt nehme ich mich wirklich mal zusammen. Ich habe meine Standard, die Score-Streaks drin, Drohnen, Hunter-Killer und Counter. Weiter schaffe ich es selten. Und rein von dem her, eben ja, habe ich versucht. Ich habe Ghost dabei. Ihr habt es vielleicht gesehen. Ich finde einfach der UAV-Spam ist einfach zu krass und sie sich ja scheint am überlegen, ob das auch ein Fünkchen Wahrheit in sich trägt, ist dahingestellt, aber sie sich scheint so im Überlegen, das UAV ein bisschen aufzuheben. So in die Nähe, was Score anbelangt, die man machen vom Counter-UAV und ich finde das eigentlich noch sinnvoll, dass die zwei benannt sind. Es wäre eigentlich sogar noch geil, wenn man sich für eins von beiden entscheiden müsste. So Entscheidungen wären eh nicht interessant, wenn wir die treffen bei den Score-Streaks, aber wir wollen es jetzt nicht zu komplex gestalten. Die Problematik, die ich dort einfach sehe, ist klar, geil. Lol. Geil, hat es dann nicht mehr so viele UAVs. Aber es ist dann einfach so, dass, wenn das RC der tiefste Killstreak ist, dann wird es dann einfach viel mehr RCs haben, weil es ist normal, die nicht so gut sind, nehmen immer das tiefste, damit sie wenigstens mal etwas erreichen. Und dann wird es einfach jenste RCs haben, die dazu zwingen, dann fast Flagjacken anzuhaben und so. Also, es ist eben schon ein bisschen das Dilemma und nur neu etwas Schräubeln macht dann eben nicht alles besser, sondern kann im Gegenteil noch ein grösseres Ungleichgewicht entstehen. Also, ja, sie haben eine schwierige Aufgabe und I don't fucking know. Ja, was ich eben versucht habe, taktikmässig, ist, dass ich mich ein bisschen entfernt von meinem Team befunden. Weil, wenn ich mit Ghost die ganze Zeit rumziehe und durch fast schön den Arsch retten konnte, weil ich gesagt habe, dass einer hinter ihm ist. Eben, ich kann ungesehen umziehen, wenn ich in Bewegung bleibe. Das neue Ghost ist ja wirklich noch cool. Und für die, die es noch nicht wissen, euch ein eigenes Pfeili. Wenn es so ein bisschen durchsichtig grau ist, dann seid ihr unentdeckt für gegnerische UAVs. Und wenn es dann fest wird, also gut sichtbar grau, wenn ihr stehen bleibt, nachladet, irgendwann aufklettert, dann sieht man nicht. Also das ist noch ein guter Indikator für euch selber. Die meisten haben es auch schon gewusst. Mir war es erst relativ neu gewesen, aber ja, was soll's. Und ja,
habe mich eigentlich versucht, nicht dort zu bewegen, wo mein Team ist, weil dort, wo mein Team nicht ist, sind vermutlich Gegner. Und wenn ich dort näher so ein bisschen rumschleichen kann, hilft mir das schon. Da habe ich gesehen, dass sie raufziehen, überlegt, vielleicht verwünsche ich da einen. Tatsächlich passiert, ein bisschen Schwein gehabt. Und das muss ich einfach schon sagen, wenn ich mal ein gutes Gameplay habe, dann liegt es primär daran, dass ich einfach Schwein habe. Ja, das ist eben schon abgefahren. Kill confirmed ist klar, die meisten wissen es auch schon, ist ein guter Modus zum Punkte und Erfahrungspunkte sammeln. Am besten ist aber auf jeden Fall Hardpoint. Ich weiss gar nicht, wie es auf Deutsch heisst, aber es ist einfach ein neuer Spielmodus, wo man die Zone reinnehmen muss. Ich habe ein paar gesehen, die richtig schnell haben leveln, weil sie konstant diesen Spielmodus haben gespielt. Mir selber gefällt er jetzt nur eingeschränkt, wie auch Hauptquartier und so. Erstes Mal animiert es einfach zum Campen. Und zweitens, die diesen Modus viel spielen, auch wissen, wo die Punkte auftauchen, haben einen immensen Vorteil. Und ich weiss gar nicht, ob ich die Zeit, die ich investiere, auf jeder Map die Hardpoint-Spots lernen können, um dann auch auf diesem Level und in dieser Liga zu spielen. Klar kannst du beim Domination auch sagen, ja, da weisst du auch nicht von Anfang an, wo die Flaggen sind, aber ja, machst du eine Karte auf und dann siehst du es dann. Ja, das zu dem. Was sie eben auch komplett verschissen haben, ist halt im Ding, im Team Deathmatch, dort machst du so wenig Punkte. Wenn einer stirbst, hast du eigentlich fast keine Chance mehr auf einen grösseren Score-Streak. Darum habe ich einen Weg, ich bin immer nur die Teufel drin. Ja, ja. Und ja, ich weiss nicht genau, ob ihr jetzt schnell ein bisschen auf Geräusche gelassen habt, während ich im 8. Still war. Das mit den Schritten ist eine unglaubliche Frechheit. Ich weiss nicht, ob der Drifter kennt, auch ein amerikanischer Call of Duty Kommentator, der einfach halt so Analysen primär macht. Er hat auch erst gerade ein Video gemacht über das Dropshotter, dass das eben jetzt auch ein bisschen schwächer gemacht ist worden, was mir sehr sympathisch ist, weil Messer haben sie auch abgeschwächt. So sind wir wieder auf einem einigermaßen ausgeglichenen Feld. Ja, er hat sich das mal angeschaut. Moment schnell, ich bin hier schnell ein bisschen aufs Gameplay konzentriert. Und ja, hier am Schluss ist es mir wirklich nicht so leid gelaufen. Das muss ich schon selber zugeben. Aber ich musste mich richtig anstrengen und das Vergnügen ist auch wirklich nicht so stark. Also, kommen wir zurück auf den Drifter. Und wieso, dass ich vorhin schnell so einen Moment für nichts gesagt habe. Wegen den Tönen, wegen den Geräuschen, den Schritten, so Soundwhoring ist ja der englische Begriff, wo man ja in bisherigen Call of Duties und Black Ops 1 am Anfang auch nicht so gut, aber hat man das eigentlich noch gut herbekommen. Auf die Schritte hören. Und es gibt ja Awareness, wo das noch ein bisschen verbessern sollte, zusammen mit den Zeilen. Das sollte man ja dann richtig viel hören können und so. Und ich habe die Perks noch nie gebraucht im Fall. Nada. Niente, nix, null. Weil ich von allen gehört habe, dass sie für nichts sind. Klar sollte man sich aber selber ein Bild machen, aber es gibt ein paar Leute, die ich eigentlich fast blind vertraue. Und wenn die das sagen, wird das schon so sein. Ja, ich habe mir natürlich, wie auch der Salty, voller Euphorie das Black Ops Turtle Beach Tango Headset mit modifizierbaren Sound-Presets gekauft, dass ich dann in Black Ops 2 richtig durchdrehen und die sicher schon von 10 km Entfernung hören. Schnell wieder ein bisschen auf den Boden runterkommen. Und ja, merci vielmals für die komplette Verarschung. Weil der Sound ist eigentlich fast scheißegal, auch von den Schritten in diesem Game. Und ihr könnt ja in den Einstellungen ändern. Und der Treyarch-Mix ist, glaube ich, der schlechteste, was es gibt für den Sound. Der mit den Kopfhörern und was war es jetzt noch gewesen? Der Super Crunch, genau, die sind noch gut, da hört man die Schritte ein bisschen besser, aber eben auch nur mit Awareness. Und selbst dann finde ich es fast ein bisschen lächerlich. Ja, ich hoffe, dass dort auch noch ein Patch kommt. Wie gesagt, das Potenzial, ich denke, da sind wir uns einig, oder auch viele. Das Potenzial wäre wirklich dass das ein geiles Game werden könnte, wenn sie noch die paar Sachen schrauben würden. Also ja, das wär's gewesen. Ein bisschen rausgelassen, ein bisschen Freude gehabt, ein bisschen hin und her gerissen vom Spiel. Ich bleibe dran. Auch nicht ganz so erfreut. Und wünsche euch einen freudigen Tag.
Macht's gut, ciao zusammen.